So, wir sind mitten in der Qualifikationsrunde. Es ist noch alles drin. Die Zuschauer sind im Stadion und freuen sich auf eine packende Partie. Und die erwarten wir, Sebastian, auch. Ja, ganz klar. Und die Trainer natürlich ebenfalls. Und wenn wir mal sehen, wer da unten alles auf dem Platz steht, was für Stars, was für Techniker. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich richtig auf dieses Spiel, Tom. Denn wenn die das zeigen, was sie in ihrer bisherigen Karriere schon alles geleistet haben, dann wird das ein richtig gutes Fußballspiel. Und der Ball ist drin. Oh, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Also geistig waren die noch ganz woanders, aber nicht da unten auf dem grünen Rasen. Ergebnis, Tor. Ja, das war sein Ball. Das war sein Ball. Das wird gefährlich. So, und der Kopfball nach vorne bringt jetzt neuen Schwung. Und er hat das Auge, um solche Bälle spielen zu können. Ja, flache Variante. Oh, das könnte abseits gewesen sein. Müssen wir uns nochmal anschauen. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Und der Ball ist schnell aus der Gefahrenzone wieder raus. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Er wirft ihn ab. Mein lieber Mann, genau richtig gespielt. Ja, das sieht gut aus. Der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Darf man sich da über die gelbe Karte beschweren? Keineswegs. Das ist Verwarnung Nummer 2. Hoffentlich geht das nicht so weiter. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Ist das gute Abwehrarbeit? Nein, daraus könnte sich was entwickeln. Und wieder den rausholt. Einfach spitze. Da müssen wir den Stürmer kritisieren und den Torhüter loben. Also wie er den noch hält, Weltklasse. Weit nach vorne geschlagen. Die Klasse, wie der Angriffsspieler das gemacht hat den Ball zu erobert. Oh, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Keine Verwarnung für den Spieler. Der Schiedsrichter hat wohl seine Kontaktlinsen vergessen. Oh, da haben sie Glück gehabt hinten in der Abwehr.
Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Da sieht man in der Mannschaft, stimmt's. Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. Sehr enge Partie hier, ausgeglichen. Und deswegen ist natürlich hier die Spannung im Stadion fast greifbar. Foul, ganz eindeutig. Und auf Foul folgt Freistoß. Da steht er im Abseits, aber das ist nicht so schlimm. Er war ohnehin gut markiert, wäre nicht weit gekommen. Oh, das müssen wir uns noch mal in der Wiederholung angucken. Das war nicht so leicht zu entscheiden, ob das Abseits war. Und daraus könnte was werden. Ja, und so setzt man das. Das war knapp. (1:0) und damit wissen wir, dass für die zweite Hälfte eigentlich noch alles drin ist. Also wenn man sich überlegt, wie viel Glück dabei war, dass das Spiel noch offen ist. Es würde mich nicht wundern, wenn wir hier am Ende noch einen klaren Sieger sehen würden. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Sie harmonieren wirklich gut. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Gute Möglichkeit zum Flanken. Und der passt genau in den Knick. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Und wenn man sich die Spielanteile beider Mannschaften betrachtet, dann muss man sagen, der Ausgleichstreffer geht völlig in Ordnung. Und den hat er super gehalten. Das muss man mal klar so festhalten. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Ja, und das hat der Torwart souverän gemacht. Achtung, genau in den Lauf. Ja, die Situation richtig eingeschätzt und zunächst mal die Gefahr bereinigt. Kann er die Möglichkeit nutzen? Keine Karte, okay, aber Freistoß muss er natürlich geben nach dieser Grätsche. So, nach der Aktion können Sie erstmal wieder durchatmen. Befreiungsschlag. Klasse Zuspiel, gut getimt und ganz genau. Und jetzt bloß weg mit dem Ding. Weg! Ah, da hat die Verteidigung aber geschlafen. Ja, da muss die Abwehr besser aufpassen. Der steht ja ganz alleine vor dem Tor. Zum Glück für die Hintermannschaft wird auf Abseits entschieden. Und jetzt drängen sie nach vorne. Ja, knapp im Abseits. Wir schauen uns in der Wiederholung nochmal an. Abseits.
Ja oder nein? Guter Pass, mit viel Übersicht gespielt. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Ja, und das sah gut aus, wie er den Ball da geklärt hat. Starker Kopfball. Da gibt es wenig Platz für die Angreifer jetzt. Und sie machen da hinten die Räume eng. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Das ist ja Weltklasse, wie die da hinten stehen, wie perfekt die organisiert sind. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Der Schiedsrichter greift zur gelben Karte. Und der Schiedsrichter zückt natürlich nach dieser rüden Attacke wieder den gelben Karton, völlig zu Recht, finde ich. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Und den Treffer können wir uns gerne noch 3-4 Mal anschauen. Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Und wie machen wir es jetzt? Knappe Führung, aber ist das jetzt richtig, schon auf die Defensive zu setzen? Klasse, wie er den spielt. Ja, leichtsinniger Ballverlust, aber bitte, davon profitiert dann halt die andere Mannschaft. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Ja, Achtung. Schauen wir uns nochmal an. Ja, war ein Elfmeter. Was ist das jetzt für ein Druck, der auf dem Spieler lastet? Er muss diesen Elfmeter unbedingt verwandeln. Wir sehen, dass sich noch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. So, und jetzt gibt es also die Platte. Das müsste jetzt die Möglichkeit sein. Schön per Kopf weitergeleitet. Klasse, da hatte der Keeper genau den richtigen Riecher. Bloß weg mit dem. Das wird sich der Torwart gedacht haben. Und hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Es werden 3 Minuten nachgespielt. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Und zum 3. Mal wechselt er aus, der Trainer, und damit ist das Kontingent erschöpft. Und das ist wichtig, die ganze Abwehr steht kompakt.
Gratulation und durch diesen Erfolg ist natürlich auch die nächste Runde erreicht.